Merci, Herr Präsident. Dann an die Herren am Nummer der AD will ich auch der Regierung merci so, dass wir das Debatte heute können feiern. Die Idee, wie so einen Plan aufzustellen, also auf jeden Fall richtig an die Unterstützung dabei, Madame Minister, für einen guten Plan aufzustellen, den noch viele Leute hoffentlich hilft. Ich habe mal paar Bemerkungen vielleicht an der Debatte abgeschrieben von den Ferien, auf die ich aber will angehen, irisch vielleicht eine Problematik komme, just wie ein bisschen zu reagieren. Stellt sich vielleicht, wenn wir über das Suizid stellen, noch ein bisschen ein Problem von der Kohärenz von der Politik zwischen dem, was die Regierung will, Suizide verhindern, und zwischen dem, was aber in andere Politikbereiche mischt, wo aber können Tendenzen entstehen, die aber Leute destabilisieren. Ich will ein paar Beispiele nennen und schenke vielleicht mit einem Kommentar, den Madame Hemmen gemerkt hat, über die Freiheit und so Decisionen. Ich ging so in den Freiheitsbegriff, der wir nicht überstrapazieren. Was tut der Mensch Freiheit, von nicht entweder alle Optionen kennt, die ihm an einer bestimmten schweren Situation geboren gehen. Ich meine, dass man das allererst, dass das nicht ein ganz relativer Freiheitsbegriff, aber was als Freiheit fährt, von den zum Beispiel an einer Krisensituation, also durch Schockkritik, durch eine ganz schlechte medizinische Diagnose oder durch irgendwie einen anderen Lebensumstand, dass du dann noch an so einer Situation, von einer freien Decision überhaupt zu schwätzen, ist so und so. Nee, ich ging also dafür auch da nicht von einem Freitod schwätzen, wenn eine Decision an so einer schwierigen Situation geholt wird. Das ist eine eingeschränkte Freiheit. Wir müssen noch wissen, und das ist auch etwas nicht, was gesagt gehen, als auch von der Madame Loche schon mal da geschrieben, dass sie sieht, das wichtig schon für Kinder am kleinen Alter, dass Bindungen abbauen zu ihren Älteren, das für emotional Stabilität wäre ganz wichtig. Ich kann nicht mehr recht gehen. Für was mich das Regierung dann eine Politik, wo es darum geht, eigentlich Familien uns zu erinnern, wie Kinder zu erzählen, für Kinder und Krächen zu gehen? Nee, man, nee, dann überlegt. Ja, ich meine, das ist einerseits das wichtig, dass sie bei den Älteren sind, wie die Stabilität abzubauen, und der anderen Seite mehr da gerne eine Politik, wo da eben nicht mehr so möglich sind, dann kann er direkt der Kräche gehen. Ich will nicht so, dass an Schweden, in einem Land, wo sie praktisch alle Gurer Kräche gibt, durch schon lange eine Politik gemerkt wird, wie die hier wollt machen, du hast Kanner Selbstmordrat 10-mal mehr heiß wie in Deutschland, wo aber nach die meisten Kanner bei ihren Familien opfußen. Ich meine, das sind Konsiderationen, die muss gucken. Herr Kaiser, erlaubt, dass Madame Brasse... Von der Zeit kriegen? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, Madame Brasse. Ich wollte mir Herrn Kaiser vorstellen, ob in der Meinung wird, dass eine Frau oder ein Mann, die schaffen, hier kann dafür an ein Crash gehen, an sich per ailleurs, aber auch Kannererziehung kümmern, ob mengt, dass die responsabel wären, weil, wenn ich richtig verstanden habe, und das Suizidrat. Wir haben ein paar die Damen bannen, die sind Mann, sie sind engagiert, ich gucke da Madame Arendt vis-à-vis, die hat wirklich die zwei kleine Kanner an sie als berufstätig, sie dir der Meinung, als sie hat von Anfang an gemacht als Deputierten, dass sie kein gut Mama ist, weil hier Kanner an einer Crash wurden. Ich meine, das muss ich ganz gut aufpassen, weil Leute, die Kanner an einen Crash gehen, weil sie berufstätig wurden, die kümmern sich auch um die Education von ihren Kannern. Also erstens, Madame Brasse, so ich merke, wie die Frau mehr froh war, ganz kurz am Anfang, und dann hat mir ihre Prozess d'intention gemacht, aufgrund von Sachen, die ich weder gehen, die war irgendein persönlicher Kollegen gesagt und nach so gehabt. Was ich gemerkt habe, dass ein gering Deputiertheit zitiert die Wichtigkeit von der Erziehung bei den Älteren von emotionaler Stabilität selber in der Strache hat. Ich habe gesagt, das ist richtig, und ich habe einen Widerspruch an der Regierungspolitik darauf hingewiesen, eine Regierungspolitik, die deren unterstützt, die eben just das will verhindern, oder auf jeden Fall de Schwab und de Leiit wächhhölle, weil sie finanziell nicht mit Mittel kreen, wie dat zu machen. Das ist die Realität, an dat hun ich gesot, an nicht Madame Arendt oder sos ir engem Hai gesot, wie soll ihr Kanner erzählen. Normalerweise haben wir keinen Dialog. Ich sind zwar berufstätig, mit meinen Kanner waren nach Kinin, der an der Kirchmann als die so in der Kuppel gedeelt, dat wann ich hoffe, mein Mann daheim ist. So, ich merci, Herr Präsident. Ich will noch auf weiter Sachen, auch just für Vierredner so zu reagieren. Ein paar Vierredner haben gesagt, Suchtverhalten. So nicht, ja, das ist selbstverständlich ein Problem. Wir haben Suchtverhalten, zum Beispiel Lotterien, und nebenbei wäre es ganz gut, wenn wir hier am Land auch gegen das besoffen wäre, wenn am Ausland schon gut, nämlich auch bei der Lotterieverkaufsstelle Warnungen umzubringen, für Leute für eine eventuelle Suchtgefahren zu warnen. Das wäre kein Großhilfe, mehr besser wie nicht. Ein grosses Suchtproblem liegt natürlich am Konsum von Drogen.
da wann dat lo ha erkannt ass als ein Gefo der so Chefwert as het méiglech, dat verschiedene Jugendorganisationen wo Parteien die Bande vertröde se lo eng Liberalisierung vom Cannabis undenken, also eigentlich tendenziell de Problem vom Suchtzugang nach vergräeren, haier se identifiziert als Problem, fir wer op der anderen Seite soll dat da liberalisiert gehen, auch dat als schwer not zu vollzeien. Et sucht nach wie dat och nach zu so, wenn man am Hemmen gesot gehen, ans ging ja auch recht, dat de Probleme, die am meeschte wussen oder net mir wurt wirklich, die könnt mich doch ger korrigieren, man am Hemmen sind die an die am längsten Herde sind die iwwer de net geschwert gött. Och do ginne ich recht. Für Wert geht dann hin an der Aufdreifungsreform, an die höllt die Zweitkonsultation wäsch, wo Probleme wie zum Beispiel Postaufdreifungstrauma da könnten ugeschwert gehen, die sos näherens ugeschwert gehen, aber wo dann die Frauen, die eventuell an so eng Situation kommen, mat der Problematik allenglos. Ich menge, wat muss ugeschwert gehen, das ein Kohärenz zwischen dem, wer der engerseits als richtig Diagnose merkt, zwischen mögliche Kurse um Suizid, und auf der anderen Seite eine Politik an der Familienbereich, am Gesundheitsbereich, an der Aufdreifung, an der Suchtpolitik, die aber in Kontradiktion steht oder potenzieller Kontradiktion steht mit dem, wer der Hai fordert. Op die eigentlich Diskussion hai anzugoen, will ich op jeden Fall mal aufhängen für Merci last zu gehen. Wichtige Merci für all die um Terrain sind und die an extrem schwierige Situationen sind. Pompien, Police, die auf einen Platz kommen oder Familienmembre Kanner, die fanden, den sich suicidiert huet. Das ist eine traumatische Situation für die, und noch die brauchen wie selbstverständlich. Und wir unterstützen noch das, was von anderen gesagt wird, für 24 Stunden auf 24 Stunden Service anzubieten, 7 Tage auf 7 für eine Urlaubsstelle zu haben, für Leute, die eben suizidgefährdet sind. Es sind so viele Benevoler, so viele Organisationen, Omega 90, Vernetzungsinitiative, Geistliche an der Kirche, Benevolen, verschiedene Assoziationen, die sich engagieren für die Leute, an all denen gehört natürlich Merci. Was soll der Staat machen? Der Staat hat eine Reihe Aufgaben, erstens an psychologischer, psychiatrischer Betreuung, Better an der Jurenpsychiatrie, der Psychiatrie allgemein, Werkzeiten bei der Psychiaterin, alles das sind Sachen, die schon ungeschwert gesehen, die extrem wichtig sind, noch an der Plan hospitalier, der Minister müssten auflesen, die auch da sind froh, Kohärenz zwischen der Spidolsplanung an Hai, auch regional, Uschwätzzentren für Suizidgefährdeter, das sind alles wichtige Aspekte, weil man die Chance haben, auf dem Plan hospitalier zu schaffen, soll doch da eine Koordinierung gemäß sein. Dann als ganz wichtiges wie muss ich gucken, mit den Leuten, die wirklich hospitalisiert gehen, zum Beispiel, oder an einer medizinischen Struktur sind, an die ein tentativ gemerkt haben, für denen hier Probleme auch wegzuholen. Es kann nicht, und das ist auch gesagt gehen, nicht alles auf eine medizinische Problematik reduzieren, mit die Leute konkret suchen, dass Überschuldung oder andere Sachen, die sie überhaupt nicht an die Situation gefeiert wird, familiäre Situationen, und das ist wichtig, über Assistance soziale und andere zu probieren, wirklich die Probleme zu lösen, soweit das geht, am Platz dann nicht mehr auf eine medikamentöse Lösung zu setzen, weil die ist wichtig, aber allein geht es natürlich nicht durch. Bei den Statistiken, also doch ganz wichtig, dass man Ursachen oder Situationen mit erfassen, die wir schon Probleme geschwert für eine Mann-Frau-Katalogisierung oder Kategorisierung dort zu kreieren oder Altersstrukturen, wo nicht mehr Langzeit Statistiken gelten. Es wäre auch interessant, wie zum Beispiel zu wissen, wer ist der familiäre Hintergrund. Wir haben das Problem, wo Pappen Erschädungssituationen, weil sie Kinder nicht können gesehen, die Trennungssituationen sehen, die da auch an eventuell suizidäre Situationen rankommen. Auch da wäre es wichtig, für die Phänomene mal zu erfassen. Wir können nicht als Suizid verhindern, das ist ganz sicher. Wir können aber als Politik, als andere Politik, eine ganz Reihe Maßnahmen holen, für Gesetze zu machen, die die Situation nicht noch verschlimmern. Das ist eben eine Aufgabe vom Staat, für gerecht Gesetze zu machen, wo die Leute eben nicht noch Probleme verschärft kriegen, an diese kommen. Wir müssen auch aufpassen an den Betrieben, zum Beispiel, dass da kein Zustand entstehen, wo sie wirklich Leute extrem suizidgefährdet geführt haben, pro Jahr, wo nach Frankreich, ich will okay Betrieb nennen, weil ich mir nicht ganz sicher, sie wählen nicht fair, wo an 2 Jahren 28 Leute Selbstmord gemacht haben, einfach wenn es den Arbeitskonditionen, die sie davon tun. Wir Leute, Leute, die isoliert sind, die keine Familienmember mehr haben. Das ist wichtig für die Gemenge, für die Poren, für auch da können sie finden, was können wir machen, für ältere Leute Gesprächspartner anzubieten oder Hilfe, dass sie nicht an eine Isolation rankommen, aus der sie eine Menge, sie kämen nicht mehr noch durch den Selbstmord raus. Auch, also es ist wichtig, Palliativmedizin zu propagieren. Wir haben heute noch nicht darüber geschwärzt,
Das eng von den Menge Vierrednerinnen, die hat von amerikanischen Studien geschwert. Ich will eng nennen aus dem Oregon, wo über Euthanasie geforscht ging, als Talschen von den Leuten, ob die will gehen, das machen, weil sie Menge, sie gingen anderen zur Last fallen, wenn sie nicht gegen Selbstmord über Euthanasie machen. Das ist doch eine katastrophale Situation, wenn man bedenkt, dass das wirklich eine Ursache aus einem großen Ausmaß die Leute dazu feiert, auf so einen dramatischen Weg zu gehen, auf Platz palliativ nach Main können zu leben. Ich gesehen, dass Zeit, oder doch vielleicht durch die viel Frohen, die Gestalt gesehen, Herr Präsident, wenn da mal ein bisschen Zeit gibt. Ja, stehen zu Mengen Wort, ich kriege selbstverständlich die Minute. Vielmals merci, Herr Präsident. Madame, wollte ich auch noch vielleicht kurz auf den Prison angehen, auf die Schulen. Was ist die Prison? Da sind auch eine Reihe Leute, wir haben Suiziden an Prison, da sind eine Reihe Leute Suizid gefährdet, und da auch sind nicht die richtigen Möglichkeiten, wie die Leute wirklich Fulltime dann zu überwachen, die an so einer Situation sind. Da muss ich überlegen, auch mit den Autoritäten am Justizbereich, ob ihn die Leute nicht an den Centre Hospitalier, an eine Prisonzelle transferiert, wo dann da besser noch hingeguckt gehen. Ich meine, das für den Staat nicht gut, für Leute, für die so eine große Verantwortung dreht, wie die selber aussperrt, wie du müssen zu konstatieren, dass hier Sicherheit nicht garantiert gehen. An den Schulen, den Herr Bauer hat gesagt, präventiv, Lehrpersonal ausbilden, durch den 100% Recht, das kann ich nicht mehr unterstützen. Mir auch fand es wichtig, dass an einem Ethik- oder Religionsunterricht, da das auch gesagt gehen, ob schon den Usatz da ernst als für auch da den Wert vom Leben zu betonen, aber eben eine Präventionspolitik zu machen. Das Buch soll können anonym Besicht geben, wo kann das allgemeine Problem an den Schulen, dass sie können anonym, möglichst anonym können und eine Vertrauensperson rückkommen, mit der sie können diskutieren. Es gab Enquete wie Bien-être an der Schule gemerkt, mir auch die schon so ein paar Bayer anonym sind an der Wirklichkeit aber dax nicht, weil so viel detailfrohe Gestalt gehen, dass schlussendlich die Anonymität von den Kanner nicht garantiert ist. Das auch gesagt gehen, dass man Kanner nicht sollten verunsichern, dass es wichtig ist, die Persönlichkeit zu stärken, schon in ganz freien Jahren. Auch das ist richtig. Da soll ich aber auch, dass die Regierung möchte aber durch die falsche Initiativen, dadurch, dass sie zum Beispiel hier sexuelle Identität schon in ganz freien Jahren will, Hannah frohen, eben durch eine Freisexualisierung von den Kanner, das ist eine Falschpolitik. Die hat selber gesagt, schmengen, wo die Trainerin von der LSAP, dann die Persönlichkeit muss stärken, da kann den Kanner nicht auf freien Jahren verunsichern durch eine andere Politik. Die Wichtigkeit von der Familie hat schon mengen Ufangsbemerkungen in der Strach. Familie, das ist ein Platz, wo Kanner Halt kriegen, wo sie eine Bezugsperson haben, wo sie an einer Mittelstunde können hinkommen, ihr Probleme diskutieren. Individuell können Betreuung von ihren Eltern. Das ist etwas, was bei allem guten Willen in einer Kriegssperre nicht realisabel ist, von Bezugspersonen ein Großzahl von Kanner haben, um die sich gleichzeitig kümmern. Das ist unendlich mehr kompliziert für eine Familie, die aber da mehr Enken und mehr vertrauensgelehten Halt wird Kanner kann gehen. D'autorité parentale ist ein anderer wichtiger Aspekt. Was kann an eine Psychiatrie angeliefert gehen, wann ein Problem besteht, da muss den Eltern wer geduldig kommen dann noch zum Schluss, mit dem versteht die Begeisterung, die war am Anfang, da muss ich dann ein bisschen drauf antworten. Die Autorität parental also ein ganz wichtig Sache, kann an eine Psychiatrie kommen, da müssen die Eltern noch informiert gehen darüber. Weil wie sollen die Eltern hier kann helfen, wenn Phänomene oder Probleme Materikaner sind, über die sie nicht gewohnt gehen. Das waren ein paar Sachen. Ich stehe noch ein letzter Satz, Herr Präsident, so ich merke, wie die Zeit, die da beginnen wird, wenn wir über den Rechtsstaat schwätzen. Am Jündat haut nach ein Mordre du jour, wenn wir Hanno über den Finanzplatz ein Gesetz diskutieren, wo wir ein Problem haben am droit de recours. Wir haben hier am Land über die letzten Jahre einen Verfall von der Rechtsstaatkultur müssen feststellen. Und das ist wichtig, auch für Leute, die mit der Justiz Probleme kriegen, dass sie immer wissen, dass die Rechte vom ersten Anblick bis zum letzten Anblick voll garantiert sind. Das ist schön, und das ist vielleicht eine Diskussion, die wir auch in der Chambre feiern, dass es aber Tendenzen gehen an unserer Kultur, die Leute verunsichern, und auch das kann eine Ursache sein für Verzweiflung, wenn man mit der Justiz zu tun hat, merkt, dass den an einem Prozess, als wo nicht alle Chancen hat, die ihm zustehen, ist so nicht mehr wie die Nullstelle.